Hallo zusammen, ich habe heute ein easy peasy Make-up für euch. Und zwar, es soll ja Frauen geben, die ja, wenn sie reisen oder irgendwie mal neu übernachten, nicht ihr ganzes Schminkarsenal mitnehmen wollen. Ich gehöre auch zu denen und ich war ja vor kurzem eine Woche lang zu Wales aus England unterwegs gewesen. Und ich habe dort nur das mitgenommen. Eigentlich. Also Augenbrauen noch, aber das zählt nicht in diesem Fall. Da geht es einfach nur darum, wie man sich wirklich mit so wenig Make-up wie möglich doch einigermaßen schminken kann, dass es nach etwas aussieht. Und ich habe eigentlich immer die Palette dabei, wenn es um so Sachen geht. Die ist von Sleek. Faceform, Contouring und Blush Palette. Fair 372 heisst die. Und es ist tatsächlich einfach das. Contouring, Highlighter und Blush. Und mit dem, also das reicht effektiv, ich mache mit dem dann eigentlich alles. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gerade mal an. Und zwar, also ich habe dann auch einfach diesen Pinsel dabei. Ein Pinsel, wo eben viel Platz hat man ja nicht. Meistens noch das Zahnbürstchen drin, vielleicht einen Augenbrauenstift. Das reicht ja schon, wenn man unterwegs ist. Das ist echt so ein bisschen das Nötigste. Und nein, ich tue dann eigentlich mit dem hier alles machen. Jetzt, heute habe ich noch andere Pinsel dabei, weil ich bin daheim. Also von dem ist es legitim. Und da tue ich jetzt wirklich hier mal einfach ein bisschen Contouren. Teil hier. Also wird jetzt nicht das Contouring Wunder, muss ich dazu noch sagen. Aber ich habe es gelernt zu lieben, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier die Seite gemacht, jetzt gehe ich hier noch da rauf. So. Und es ist so, ich habe mich früher eigentlich nie kontouren, muss ich sagen. Ich bin letztes Mal beim Fashion Hotel, habe ich mich bei Body Shop aufhübschen. Und dort hat er mir mein Gesicht konturiert und ich musste sagen, so, wow, shit, eigentlich mit so wenig Pinselstrichen ist es einfach so anders. Das ist echt wirklich krass, so die Nase noch ein bisschen. Also ich mache einfach wirklich alles mit dem Puder, weil mit dem Dings, also das Schwarze, was sie sich da die meisten ins Gesicht schmieren, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. So, jetzt kann ich, was ich ganz gerne mache, dass es ein bisschen vom Gesicht ausgleicht, und das Gesicht ist ja meistens dunkler als der Hals, einfach hier noch ein bisschen so, ganz wenig. Jo. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Das Licht ist hier echt ganz anders. Dann mit dem Blush hier einfach ganz normal, ging wie ging. Ein bisschen Smiley dazu. Und der hat auch den Vorteil, dass er eigentlich schon ein bisschen Shine drin hat. Aber wir wissen ja, man kann nie genug Shine haben. So. Voilà. Und darum tun wir jetzt hier noch ein bisschen Shine drauf. Aber, und das geht ja eigentlich nicht, das ist ja ganz normal für die Contouring-Palette, dass man das so macht. Mir geht es eigentlich mehr um die Augen, dass man das nämlich gerade kombinieren kann. Und zwar nehme ich wirklich sehr gerne einfach wirklich nochmal mit dem Highlighter das ganze Auge hier. Schön, ja, wirklich grosszügig drüber. Man kann es natürlich auch mit den Fingern machen. Dann hat es noch ein bisschen mehr Shine, aber ich finde, das reicht. Und dann habe ich dann für die Augen noch diesen Pinsel dabei. Das ist eben so ein bisschen mein Lieblingspinsel. Der ist von Sephora, das 73. Und mit dem tue ich jetzt mit dem Contouring-Puder eigentlich hier noch ein bisschen so meine Dings, ja, einfach noch ein bisschen tiefe Lidfalten. Dass meine Augen so ein bisschen nach etwas aussehen halt. Weil, ja, ich meine, wenn man sich schon gerne schminkt und man sich auch gerne schminkt und man halt gleich auf Fotos und so ein bisschen nach etwas aussehen will, ich finde das komplett legitim, dass man sich auch, wenn man reisen will, noch schminkt. Und man muss ja nicht einfach das ganze Arsenal mitnehmen, das man daheim hat, aber so ein bisschen etwas darf man doch auf jeden Fall machen. So. Voilà. Ein bisschen mehr.
wo es halt sehr ein feines Puder ist. Also nicht so ein dunkles. Ich gehe da oben recht grosszügig drüber. So. Man kann das natürlich auch, wenn man den Pinsel nicht mitnehmen will, oder wenn man irgendwie jetzt die Palette mit in der Handtasche mit rumschleppt, aber kein Pinsel oder so, kann man es natürlich auch mit den Fingern machen. Ich schaue, dass die Finger trocken sind und nicht ölig, damit es nicht schmiert. Voilà. So, es sieht doch schon ganz anders aus als vorhin, meine. So, jetzt hier unten noch ein bisschen. Das ist da doch noch ein bisschen. Voilà. So. Und für die wollen, also man muss natürlich nicht, man kann jetzt zuerst natürlich noch ein bisschen, also ich habe es so gemacht, ich erzähle noch, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt auch mit dem Finger hier beim Blush, bei Blushfarbe, recht grosszügig, wo sie ist so ein bisschen bröckelig, so ein bisschen härter bröckelig, habe ich sie aber recht grosszügig und dann hier auf dem Lid dann noch aufgedreht. So. Nicht ganz bis in die Mitte, also in den Innenwinkel vom Auge, aber von außen so ein bisschen reingestrichen. So, genau. Voilà. Auf der anderen Seite auch noch. Vor allem finde ich, dass das gerade so einen mega frischen Touch gibt, auch gerade mit der Farbe. Also, jetzt geht vor allem im Frühling, finde ich das eine mega schöne Farbe für das Augenlid. Von dem her bin ich dann wirklich die ganze Woche so rumgelaufen und ich habe es super gefunden. So, noch ein da. Also wirklich beim Wimpernkranz unten, die Farbe, also bei meinen Augen halt noch ein bisschen mehr leuchtet, wo ich habe also das Schlupflid, also meine Dings sieht man fast nicht, meine Leder eigentlich. Genau, das so, und dann schnell die Finger putzen. Und jetzt mit dem Highlighter, auch mit der Farbe wieder hier in der Mitte. So, also im Innenwinkel vom Auge noch ein bisschen schön highlighten. Andere Seite auch. Voilà. So. Und dann haben wir doch ein wunderschönes, frisches Make-up. Wow. Natürlich darf Mascara nicht fehlen, sonst sieht es ein sehr schlimm aus. So. Gut, da hat man jetzt auch in Reisen nicht dabei. Ich bin aber so pingelig, dass ich ihn doch mitnehme. Aber ja, wenn man unterwegs ist, spontan vor allem, dann nimmt man auch eher nicht mit. So, noch schnell das machen. So. Ja, und so sieht das Endergebnis aus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht wendet ihr das ja auch mal an. Oder ihr habt andere so kleine Tricks, wie ihr mit möglichst wenig Material eigentlich das grösstmögliche Ergebnis herausholen könnt. Ich bin mega Fan von dieser Palette, die ich übrigens, es kommt mir so gut in den Sinn, bei House of Makeup, also bei Fashion Pupa, dann bestellt habe. Und das Licht kommt man sonst in der Schweiz leider, glaube ich, gar nie über. Darum eben, House of Makeup, beste für diese. So, genau, das war es mit dem Video von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Tricks habt, wenn ihr mal weggeht. Oder schminkt ihr euch gar nicht ab. Wobei, das ist sehr ungesund. Hey, auf jeden Fall, habt eine gute Zeit, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.